Grüß dich zu dem kurzen Infovideo. Geplant war es eigentlich nicht, aber ich habe mir gedacht, ich muss jetzt einmal ein bisschen was aufklären in Bezug auf meinen Kanal. Wenn du Abonnent von mir bist, dann betrifft das jetzt in erster Linie dich. Wenn du durch Zufall auf diesen Kanal kommst, sage ich Grüß dich und ja, viel Spaß bei dem, was ich jetzt zum Verzeihen habe. Folgendes. Wie du im Intro gesehen hast, ich habe ja das Kaltenbach Open Air für mich persönlich abgesagt. Die Gründe sind ersichtlich. Du brauchst nur auf die Hauptseiten schauen. Mein Staffel 2 angesetztes Format von Was fürs Ohr wird einiges erklären. Und nachdem ich das Kaltenbach abgesagt habe, gibt es eine Veranstaltung, die im September stattfindet. Auf der bin ich dann wirklich, weil mich dieses wirklich interessiert. Ich blende dir nun aus dem Vorjahr etwas ein, 2021, damit du siehst, um was geht und was dann auf dich zukommt. Als Video, in Videoformat. A race winner in DTM. Can he get the Red Bull liveried and backed Ferrari onto the top step of the podium and kick off this second half of the year in fine style? It is Liam Lawson on pole position. Alongside him, Max Eagle second in the championship. Arjun Maini looking for his first trophy finish, his first podium in the DTM. Red lights come on, we're ready for the rolling start and the charge towards turn one, and we go racing here at the Red Bull Ring. Perfect start for the pole sitter. Liam Lawson in the lead, got his second, Maini in third, and then Sheldon van der Linde trying the outside line here in fourth place. He's got his nose in front, he's got off the curbs, off the track, still side by side with Arjun Maini, so that's the battle to watch as they climb up the hill for the first time. Philip Ellis, also race winner this season, just behind, and last time out race winner Alex Albon is just behind the pair of them in the next Ferrari. Here they come then, the battle for third place. Ellis is getting stuck in as well, trying to come down the inside. He's down the inside of Maini. Sheldon van der Linde is around the outside. I think Arjun is going to lose 2 places here. Genau. Die DTM ist zu Gast am Red Bull Ring und ich werde am Rennsonntag oben sein. Ich muss offen und ehrlich gesagt gestehen, ich habe jetzt zwar längere Zeit nicht mehr DTM geschaut, aber die Saison komischerweise habe ich wieder ein bisschen verfolgt und muss feststellen, in der DTM-Trophy geht es ja momentan auch drunter und drüber. Ich glaube sogar, wenn ich mir jetzt recht entsinne, in der Meisterschaft von der DTM-Trophy, von der kleinen DTM, führt ja der Toyota, ich glaube Tim Heidemann, heißt das so? Ich glaube, keine Ahnung. Und ich persönlich bin ja relativ großer Toyota-Fan, fahre selber auch einen Toyota. Und das werden wir anschauen und dazu wird es auch ein Video geben, so einen kleinen Einblick. Das wird er dann alles sagen, wenn es soweit ist. Ich muss aber auch und ehrlich gesagt gestehen, 2014 habe ich die DTM am Ring schon gesehen und 2015 war ich bei der European Le Mans Serie am Ring das 4-Stunden-Rennen. War geil, hat was gehabt, genau. Dazu kommt auch etwas. Die DTM war heuer eigentlich nur als Ersatztermin geplant. Ich habe da auch was anderes im Blick. Ich blende dir mal ein, was der eigentliche Grund gewesen wäre für ja, anstatt des DTM-Videos oder der DTM am Ring oben, ich hätte Ersatz eine eigentliche Veranstaltung gehabt. Ich blende das jetzt kurz ein. Underway for the 5th time this year. It's the 4 hours of Spa-Francorchamps. The red lights go out now. And the chaos has already started, I'm afraid to say. La Source is classic for that. And there's a traffic jam now because of a spun G-Drive racing car of Roman Rusanov. And Phil Hansen's got involved with it as well. And a GT car and one of the Nielsen LMP3s is off the road. That's the 66 J&W Motorsport Ferrari at Campos Corner. At La Source on the first lap, there's got to be a bit of give and take. The 26 was caught by the car behind it, which is the Sally Jolic-driven Racing Team Turkey. Roman Rusanov now on the grass, virtually parked. Absolute disaster for G-Drive Racing. Now comes Matty Campbell. Can he make it stick, or is he going to get bogged here? He's in the right position to take position down at Jackie X corner.
Genau, das 4-Stunden-Rennen von Spa der European Le Mans Serie. Im Laufe der letzten Monate hat sich dann aber etwas ergeben, wo ich mir dann gedacht habe, weißt du was, warum machen wir das nicht anders? Jetzt steht es einmal nur am Papier. Gell? Im Laufe der kommenden Monate, Anfang 2023 hin, werde ich dann weiterhin über die Schritte informieren. Das wird ein bisschen eine umfangreichere Sache. Und zwar aus dem Jahr 2021 blende ich dir nun den eigentlichen Grund ein, warum heuer DTM folgt. World Endurance Championship begins. Now away we go. The Glickenhaus on pole. The Alpine goes out very wide. Andre Negrão trying to make sure he can sweep around the outside without getting into the gravel trap. Has to really back out of that. Change between the Porsches. 92 almost in the gravel. Skates down the inside of 91. Here comes the Ferrari. That's the 51 car. Elbows out straight down the inside. And the Toyota up to second place already. Is that number 8? That's a very good start indeed. Or was that the number 7 car? No, I think it was the number 8, and that is the GR Motorsport Porsche facing the wrong way at the first corner. Mike Wainwright, he's avoided trouble, but the Iron Dames have not, and are beached in the gravel. It will be, I think, very probably a safety car at the end of the lap. Ja, das 6-Stunden-Rennen von Spa. Das wäre nächstes Jahr, jetzt auf mein Papier neben, auf einem Zettel ist es einmal aufgeschrieben. Was auf einem Zettel noch steht, soll sich ja im Laufe des nächsten Jahres etwas realisieren. Ne? Im September jetzt, ich glaube im September, sind sie jetzt in Fuji unterwegs, in Japan, und das WM-Finale findet ja dann, sind ja dann die 8 Stunden von Bahrain. Ne? Und mal schauen, was sich ergeben wird. Was allerdings feststeht, wenn man sich so ein bisschen im Internet umschaut, da ploppen mehrere Gerüchte auf. Ferrari arbeitet an einem Comeback in die Hyperklasse, in die Hypercar-Klasse, der 4 WEC. Porsche ist noch nicht bestätigt, da wird es nur Gerüchte und hin und her. Was aber bestätigt ist, ist für 2024 BMW. Das könnte wieder interessant werden. Mal schauen, was kommt. Ich halte dich dementsprechend auf dem Laufenden. Ich werde da irgendwann einmal im Laufe des nächsten Jahres oder in den nächsten Monaten, wird dann hierzu eine Playlist aufploppen, wo ich dich über die Schritte entsprechend informieren werde, da dies ja ein relativ großer Aufwand ist, weil es sind von mir weg, von meiner Heimatstadt Leoben bis Spa sind's, wenn ich recht informiert bin, knappe 10 Stunden Fahrzeit. 10 bis 11 Stunden. Und es gibt 2 Varianten, die du als Strecke hast. Das ist auf der einen Seite, wenn du hinten über Stuttgart hinauffährst, bei Frankfurt links Richtung Westen, Richtung Aachen, glaube ich, ist es, und dann weiter Richtung Spa. Die zweite Variante, die ich gefunden habe, das wäre die romantischere, und zwar, die geht von Köln weg, glaube ich, Richtung Westen, über, wie heißt das dort, Luxemburg, dann zurück nach Belgien, Malmedy und dann hinauf in den Norden Richtung Spa. Das wäre eine Variante, die mir gefallen würde, weil du viel Landschaft und alles siehst. Du kriegst ein bisschen einen Eindruck, hin und her und bla bla bla. Dann stellt sich die Frage, wie schaut's nächstes Jahr in diesen Ländern Österreich, Deutschland, Luxemburg, Belgien? Ich muss das leider in den Mund nehmen, mit diesem komischen Biervirus aus. Dann, wie schaut's wirtschaftlich aus? Das musst du alles mit einbeziehen, weil das ist ja momentan überall gang und gäbe und in aller Munde und ja, schon wissen. Das werden wir machen in der Hinsicht, 4 WEC und 6 Stunden von Spa 2023. Da wird dann auch eine Playlist erscheinen, das habe ich jetzt glaube ich schon gesagt. Und wie das dann Ganze handhaben wird, da kommt dann wie sagt man, ein eingängliches Infovideo
Und dann fangen wir das Ganze mal an. Genau. Springen wir gleich zum nächsten wehleidigen Thema. Videospiele. Du wirst gesehen haben, ich habe jetzt ziemlich viele Videospiele ad acta gelegt, beziehungsweise es sind derzeit nicht mehr viele vorhanden. Ich habe dann ein Infovideo, wenn ich es finde, in der Videobeschreibung ist es verlinkt. Da siehst du ungefähr, was in der kommenden Zeit kommen wird. Du wirst da jetzt Ende August im Sendeplan sehen, was ich für ein Videospielformat geplant habe. Ist alles ersichtlich, wird kommen, ich muss nur die Hauptseiten vom Kanal etwas umgestalten. Die Uploads, was ich dann hochgeladen habe oder freigegeben habe, Online-Dingsbums, das wirst du dann halt ein Stück weiter unten finden. Ich muss das jetzt alles ein bisschen umgestalten, weil was ich sehe, da brauche ich nicht auf die Analysen schauen, ist die kleine Anzahl an Abonnenten, die ich habe, machen es mir leicht zu sehen, wie meine Abonnenten oder meine Zuseher ticken. Genau. Ich weiß, ich kann ungefähr einschätzen, wer sich was anschaut. Und ich weiß auch ungefähr, es schwingt hinten im Kopf immer mit, wer vielleicht meine Videos schauen könnte. Und mein Kanal ist relativ klar, er ist sehr gut versteckt auf YouTube. Abseits des Algorithmus, eben weil ich immer Themen ausgesucht habe, die nicht im Trend sind. Und muss da und ehrlich gesagt sagen, das ist auch gut so. Ich bin keiner, der einen Trend hinten nachläuft, das bin ich nicht. Brauche ich nur schauen, wie mein Fallout 4 Let's Play gerade aufzieht. Ja. Braucht man nicht mehr viel drüber reden. Ist auch ein gutes Spiel, braucht man nicht reden. No Man's Sky ist ein gutes Spiel. Anno 2022, beziehungsweise 2022, eines der besten Spiele, die ich momentan spielen darf. Heute ist der 20.08. und vorgestern kam wieder ein kleiner Hotfix für No Man's Sky. Hello Games, Chapeau an die Jungs und Mädels. Ehrlich gesagt, so wie sich die derzeit um ihr Spiel kümmern, Chapeau, da können sie andere Scheiben ausschneiden. Folgende Publisher und Spieleentwickler habe ich bis auf einige Ausnahmen eigentlich Adieu gesagt. Das ist EA, Activision, mit Fallout 76 will ich mich nie anfreunden. Ich will es zwar mal nochmal probieren, aber es bockt mir einfach nicht. Ich habe Cyberpunk zu Hause, da warte ich jetzt noch auf weitere Updates. Die lassen sich momentan sehr viel Zeit. Ja klar, hallo, ich meine, wenn da diese Qualitäts, wie heißt der Scheiß? Da in Polen, die haben momentan Mordsprobleme. Natürlich müssen sie Qualität außerbringen, wenn ihnen irgendein Amt für Qualitätssicherung etc. auf den Arsch spickt. Das ist ja klar, ne? Man, selbst schuld. Lüg deine Kunden nicht an, bring keine Scheiße außer, dann kann da das nicht passieren. Lass der Zeit. Darum bin ich auf Starfield gespannt. Starfield ist ein Thema, das wir nicht beleuchten. Wenn's kommt, kommt's. Wenn nicht, kommt's nicht. Genau. Warten wir mal, was da passiert. Ich glaube, ich brauche in puncto Videospiele nicht mehr viel erklären. In der Videobeschreibung hast du dieses eine Infovideo, was dir genau sagen wird, was, wann, wo und wie und warum. Und der Rest ist dann ersichtlich. Kommen wir nochmal zurück zum Ticken der Abonnenten. Ich habe gesagt, ich weiß ungefähr, wer mitschaut. Meine Videos. Das weiß ich. Sehe ich in der Kommentarreihe, in der Kommentarspalte, sehe ich das und ich kann ungefähr lesen daraus, wer sich meine Videos anschaut, wer sich welches Video anschaut, wer wo dabei ist und dementsprechend werde ich die Hauptseite so umgestalten, dass du, wenn du jetzt zufällig auf ein Video von mir kommst, dass du, wie soll ich das jetzt sagen, dass es jetzt ein bisschen präpotent klingt, aber
abonniere mich einfach nicht, wenn du mit Veränderungen auf einem Kanal nicht zustande kommst. Es ist so. Das ist mittlerweile kein reiner Gaming-Kanal mehr, da ich mehr Interessen habe, noch mehr Interessen habe, als wie nur Gaming, als wie nur das oder wie nur das. Ich bin leider kein Mensch, der mit einem Tunnelblick durchs Leben geht, mittlerweile. Genau. Das wird sich 2023 Grad sagen, da wäre noch ein bisschen was vorbereitet. Vielleicht noch 2024, schauen wir mal. Alles zu seiner Zeit. Und Stress habe ich gar keinen. Und wenn mein Kanal komplett aus dem Algorithmus verschwindet, ist mir das auch wurscht. Aber ich will ehrlich zu dir sein und ich bin ehrlich zu mir selber. Selbst reflektiert. Das, was ich machen will, das mache ich. Das, was mir Spaß macht, macht mir Spaß und das sage ich da. Genau, so ist es. Geplant war ja auch das Area 53 3 Tage, ist Kaltenbach. Hat alles seine Gründe, warum warum alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Wie soll ich das jetzt am blödesten erklären? Ich höre Heavy Metal jetzt schon seit über 25 Jahren. Angefangen hat es bei mir mit Metallica, dann hat es irgendwann mal angefangen mit Children of Bodom und. Die ganze Schnorsen durchaus. In den letzten 3 Jahren ist viel passiert, auch bei mir privat. Eigentlich seit 2015 ist sehr viel passiert bei mir privat. Und natürlich verändert man sich. Es wirkt sehr auf meinen Kanal aus, das wirkt sehr in mein Privatleben aus und. Nun habe ich das große Problem, dass ich für mich persönlich einen riesigen Schlussstrich unter die eigentliche, ich nenne sie mal, kommerzielle Metal-Szene gesetzt habe. Es gibt nicht mehr viele große Bands, die ich noch höre. Neugierig bin ich auf ein 2023, 2024 ein Metallica-Album, auf das bin ich gespannt. Mal schauen, was die Jungs auszaubern. Derzeit habe ich im Blick im Oktober das im Oktober erscheinende Alter Bridge-Album Pawns and Kings. Das bin ich auch gespannt. Haben die ersten 2 Single-Auskopplungen schon irrsinnig viel Spaß gemacht. Machen auch viel Spaß beim Hören. Und der aufmerksame Zuseher bzw. Abonnent, wenn er sich die Video-Playlist anschaut für Was fürs Ohr, Staffel 2, wirst du erkennen, warum und wieso. Ich bin mittlerweile in anderen Richtungen und anderen Subgenres unterwegs, die mir persönlich mehr Spaß machen, mit die ich mich mehr identifizieren kann. Ich sag das jetzt ehrlich, wie es ist. Warum habe ich das Area 53 Freitag und Samstag auch auslassen? Kenne ich bereits alles, interessiert mich alles nicht und es hat seit 25 Jahren gibt's da nicht viel Veränderung. Tut mir leid. Die kommenden 2 Ausgaben Was fürs Ohr im September und im Oktober sind für mich was Spezielles, beziehungsweise diese Ausgabe Was fürs Ohr im Oktober liegt mir besonders am Herzen. Das wirst du dann alles noch sehen. Keine Ahnung, wie viele Episoden Was fürs Ohr Staffel 2 haben wird. Es wird ein bisschen was sein. Und du wirst dann merken, warum und wieso ich der eigentlichen Metal-Szene Adieu gesagt habe, endgültig. Mich interessieren diese ganzen Bands nicht, wie jetzt zum Beispiel, was ist denn, ja, ich blende da einfach ein, was jetzt Freitag und Samstag am Area 53 auftreten ist. Viele dieser Bands interessieren mich einfach nicht mehr, ich habe damit keinen Spaß mehr, es ist immer das Gleiche, der Aufbau ist immer das Gleiche und in einem von den letzten Videos, ich glaube sogar in der Was fürs Ohr Ausgabe, dort die erste, habe ich irgendwo einmal erwähnt, dass mir das neue Arch Enemy Album nicht gefällt. Es ist langweilig, es ist repetitiv und es hat nichts Neues zu bieten, was die Band seit anno dazumals neu gemacht hätte. Keine Ahnung. Uninteressant. Juckt mich nicht. Dieses AC/DC-Syndrom bei Eamon Amarth, weiß ich nicht, ist nicht meins. Danke, brauche ich nicht. Ja, ich brauche dazu nicht mehr viel sagen. Das ist meine Einstellung. Man verändert sie und das ist auch der Grund für vieles, was jetzt folgen wird in der kommenden Zeit. So, das war das negativste Video überhaupt, was ich bis heute gemacht habe. Und wir hören und sehen uns in Kürze wieder.
bei weiteren Videos etc. Man weiß nicht, was in meinem Kopf noch vorgeht, was ich mir neu einfallen lasse. Und mir ist momentan Abwechslung wichtig und ich werde viele neue Dinge probieren. Sagen wir es einmal so. Bis zum nächsten Mal. Baba.